Du, sag einmal, kann das sein, dass wir heute Frühlingsanfang haben? Okay, dass du sowas weißt. Hast grad ein Handy nachgeschaut, gib's zu. Nein, nix Handy. Ich hab grad gemeint, weil die Natur so sprießt. Ja, schau ihm nicht an. Sag einmal, ich geb dir gleich am Frühling. Wenn's nicht du sofort deine Augen jetzt da am Tisch hast, dann ist vorbei mit dem Frühling, Mandei. Dann wird's auf den Schlag Winter. Das darfst du mir glauben. Ah, ist das der gute Nudelsalat vom Globusmetzger? Nein, den hab ich diesmal selber gemacht. Aber kannst du gleich mal anprobieren? Du, selber gemacht. Nein, ich glaube, ich habe jetzt gerade gar keinen Hunger mehr. Was? Also. Boah, gar nicht so leicht, so ein Komposter, ha? Nein. Du sag einmal, kommst du allein zurecht, ich hätte noch Wäsche im Keller. Ja, logisch. Ich muss halt jetzt gerade noch schauen, wo wir den Komposter aufstellen. Schattig, hat der Verkäufer gesagt. Ja, so viel weiß ich auch. Na, also geht doch. Ja, das wird schwierig werden. Warum? Ja, nirgends ein Schatten. Tatsächlich. Nirgends ein Schatten. Außer auf der Terrasse. Und da steht ich und bau mir den Komposter auf der Terrasse auf. Ja, ich bin ja nicht blöd. Naja, Ja, und jetzt? jetzt schauen wir die Beschreibung an. Warte mal. Für was haben wir's denn? Da steht jetzt: den Komposter in der Nähe eines Baumes platzieren. Ja, wir haben aber keinen Baum. Nein, dann pflanzt man halt einen. Ja, freilich, wir pflanzen jetzt extra einen Baum, damit wir einen Komposter in unseren Garten stellen können. Ja, geht's noch? Mein Rudi, du willst doch halbe schon einen Apfelbaum. Ich einen Apfelbaum? Das habe ich nie gesagt. Du magst einen Apfelkuchen so gern. Schau, den kann man dann aus eigenen Äpfeln machen. Sag mal, du hast eine Logik beieinander. Das dauert doch mindestens 5 bis 6 Jahre, bis das Baummal einmal irgendwie ein bisschen einen Schatten macht. Oder soll man gleich einen fertigen kaufen? Mei, jetzt geh mich doch nicht so an, das ist doch dein Baum. Mein Baum, ich will überhaupt keinen Apfelbaum im Garten. Ja, dann halt einen mit Kirschen. Ich Du will- bist schon so empfindlich auch. Ich will überhaupt keinen Baum in unserem kleinen Garten. Weder einen Apfel, noch einen Kirschen, noch eine Birne. Du geh, ich hab halt nichts gesagt von einer Birne. Ich will überhaupt keinen Baum. Weil die musst du ständig zurechtschneiden, dann hast du das ganze Obst auf dem Boden flackern und die ganzen Websen fliegen umeinander und das Laub kannst du auch noch zusammenrechnen. Keinen Baum haben wollen, aber einen Komposter. Ich wollte auch keinen Komposter, das war deine Idee. Mein Gott, ich hab ja gerade gemeint für die ganzen Küchenabfälle. Schau mal, Zwiebelschalen, Kartoffelschalen, Gemüseabfälle. Da ist der Komposter ideal, weil die Erden und alles, das kannst du alles wiederverwerten. Ja, aber nur wenn du dann Schatten hast. Ja, du hast aber einen. Schau. Vorsichtig sei, gell? So, ich pack jetzt den scheiß Komposter und bringe ihn wieder zurück im Baumarkt. Okay, und dann, was machen wir dann? Was machen wir mit den ganzen Gemüsereste? Ja, nix. Mir isst man ab sofort mehr Fleisch. So. Du, sag einmal, hast du den Recher gesehen? Den Recher? Lass ich mal überlegen. Ah, war das nicht die Edgar Wallace-Verfilmung in den 60er Jahren? Mit dem Heinz Strache und der Ingrid van Bergen und der Klaus Kinski? Der Mani hat auch mitgespielt, oder? Meinst du den Recher? Ach, Rudi. Oh, den Recher meine ich fürs Laub. Ja, so. Mein Gott. Ah, das war jetzt richtig gut, gell? So ein bisschen Bewegung. Und die frische Luft. Aber sitzen tut jetzt Feuer ganz gut, gell? Ja, So, grüß Gott beieinander. das ist gut. Grüß Gott.
Darf ich schon was zum Trinken bringen? Ui ja, ich hätte gerne ein Hels. Ein Hels für den Herrn und für die Dame. Bier back ich jetzt nicht, ein ganzes Bier. Ich nehme erst einmal ein kleines Glas Wasser, bitteschön. Sicher. Sicher. Ein kleines Wasser, genau. Gut, danke. Und wegen am Essen, ich bring die Karten dann gleich, gell? Nein, ich wüsste jetzt schon. Ihr habt so draußen angeschrieben als Tagesangebot Schnitzel mit Pommes. Das darf ich nehmen. Einmal Schnitzel mit Pommes. Und für die Gattin auch? Ich weiß auch nicht. Ich hab jetzt noch gar keinen so einen rechten Appetit. Ich brauch nix, Dankeschön. Sicher. Sicher. Gern. Dankeschön. Bitte. So, dann haben wir jetzt da einmal Helles Dankeschön. und ein kleines Wasser für die Dame. Danke. Zum Dankeschön. Wohl. Und das Essen ist auch gleich soweit, gell? Ja. Was? Wächst jetzt auch ein Bier? Ein kleiner Schluck vielleicht. Für den Geschmack, weißt du schon. Ja, für den Geschmack. Genau. Oh, so ein Bier ist schon ganz was Gutes. Gell? Ja, vor allem mein Bier. So, und da haben wir jetzt das Schnitzel mit Pommes, gell? Einen guten. Dankeschön. Was? Hast du jetzt doch Hunger? Nein. Ein Pommes vielleicht. Darf ich? Und wie ein Schnitzel? Gut. Nicht Sach. Magst du das probieren? Ein Bissen vielleicht. Ein Bissen. War das jetzt gut, ha? Ja. So, ist alles recht gewesen? Sehr gut. Darf ich euch sonst noch irgendwas bringen? Na, danke. Für mich nicht. Mehr hättest du noch irgendwas? Na danke, mir ist der Appetit vergangen. Sicher. Sicher. Ja, dann darf man da noch mal zahlen, bitteschön. Ja, gern. Bring die Rechnung gleich, Danke. gell? Siehst du das? Gut, dass ich so wenig bestellt hab. Weil wenn wir jetzt alle zwei was gekriegt hätten, das war wieder sauber zu viel gewesen. Sag einmal, wolltest du nicht schon seit einem halben Jahr die Schubladen da richten? Jetzt Ja. ist mir schon wieder alles entgegengefallen. Ja, das mache ich dann schon, aber nicht jetzt. Wann dann? Ja, demnächst halt. Demnächst, genauso wie du die Garderobenleisten aufgemacht hast, die wo schon ein ganzes Jahr auf der Kommode liegt. Ja, habe ich halt noch keine Zeit gehabt. Genauso wie du für die Teppichleisten im Wohnzimmer noch keine Zeit gehabt hast, für den Wasserhahn in der Waschküche und für die Tierklinge in der Speis. Ich geh jetzt da nimmer weg, bevor du die Schublade nicht gekriegt hast. So, erledigt. Und war jetzt das alles so schwer? Dann möchte ich aber jetzt auch was von dir, was du auch schon lange versprochen hast. Wann hätte ich dir denn das versprochen? Lass mir mal überlegen. Wenn's Kopfweh aufhört, wenn der Sonnenbrand weg ist, wenn wir's neue Bett haben, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Du, und wenn er da einfach ein halbes Bier vom Keller aufholt? Okay. Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönram.